Nein, also so geht das nicht. Der Mist. Ja, aber ich habe es ihr auch gesagt. Ich habe Lust zum Helfen. Du, das ist eure Wege, nicht meine. Das ist auch nicht mein Bier, oder? Also, mein Bier steht auf dem schäbigen Tisch da. Was ist falsch an meinem Tisch? Ja, das ist kein abverheiter Schmarrn. Ein ordentlicher Tisch hat Ecken und Kanten und steht auf 4 gesunden Beinen. Das ist doch ein billiger Ikea-Fussel. Haben Sie einen besseren für uns? Hey, Fräulein, jetzt einfach mal einen Gang runterschrauben. Hm? Also ich finde, Ich weiss zuerst mal, ein Wege, das ist ja speziell und lässig. Hm? Aber man kann immer noch anständig bleiben. Hä? Immerhin stelle ich euch da die Wohnung zur Verfügung. Ja, das stimmt. Danke, Papi. Ja, und nicht einmal das Danken bekomme ich. Hä? Versetzt euch einmal meine Lage. René? Stefan, hoi? Ja. Ja, ich komme gerade auf da. Und ihr möchtet, dass die hohen Kisten nicht unten wegkommen. Die Rosi hat sich vorhin im Gang schon beschwert, dass sie über den verdammten Flomi drüber steigen muss. Ich war ja dran. Hey, Fräulein, das ist im Fall 70 und muss über die Berge von Karton drüber klettern. Das geht einfach nicht, das geht nicht. Hä? Begreift doch das einmal. Ende der Durchsage. Du, dafür haben wir eine günstige Wohnung. Das ist doch noch ein cooler Tisch. Ist aus massiver Birke, 120 cm und hat eine 4,5 Sterne Bewertung. Ich meine, was wollen wir noch mehr? Hey, musst du doch jetzt sicher keinen neuen Tisch suchen? Mein Vater hat mir den jetzt gerade geschickt. Versuchst ihm wieder mal alles recht zu machen. Wir sind erwachsen, wir sind nicht mehr 12. Ich bin ja nur am Schauen. Ich meine, du willst doch den Tisch nicht noch für 4 Jahre behalten, oder? Das kann man ja dann noch schauen. Ich finde, wir dürfen hier nicht so stur sein. Mein Vater kommt raus bei diesem Zeug. Und er will auch nur das Beste für uns. Wir würden uns lieber selber eine Wohnung besorgen. Immerhin vermietet er sie uns zu einem Spottpreis. Und ich meine, such du dir doch mal einen Job. Du weißt, dass ich neben dem Studium keine Zeit habe. Und jetzt hilf mir mal. Du, mein Vater möchte dann wissen, ob dir der Tisch auch gefällt. Theoretisch könnten wir ihn nämlich heute noch holen. Oh mein Gott, ist dem das so wichtig? Der Tisch ist kein Dreck geiler als der, den wir haben. Den habe ich von die Heime genommen und der bleibt jetzt da. Oh, wow, musst du nicht so ein Geschiss machen wegen einem Tisch? Wie teuer wäre er? Es sind nur 60 Stutz. Komm, wir machen doch meinem Vater den Gefallen. Wir haben doch alle nicht genommen. Das hat sich jetzt also richtig gelohnt. Bei so einem tollen Tisch komme ich gerade Hunger über im Fall. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir 3 Stunden in der Weltgeschichte herumgefahren sind. Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass das kein cooler Tisch ist. Er ist schon easy doch. Hey Jungs, jetzt machen wir mich aber wirklich sauer. Ehrenwort, das kann es nicht sein. Keine Panik, Papi. Schau, wir haben einen neuen Tisch gekauft. Hey, aber hallo, das glaube ich jetzt ja nicht. Jetzt habe ich euch heute Morgen gesagt, ich wollte die hohen Kisten zum Stegenhaus aus, oder? Und was war? Zu oben, wenn mit dem Kinderwagen über eure verdammten Kisten klettern, oder? Und euch kommt noch nichts schleuer sind, als einen neuen Tisch zu kaufen. Ich glaube, euch muss man im Oberstübel mal ordentlich löschen. Ehrenwort. Den Tisch haben wir Ja, nur geholt. Tisch. Wenn ich noch einmal Tisch höre, dann werde ich sauer, dann werde ich richtig sauer. Und in einer halben Stunde ist das Stegenhaus befreit von eurem scheiß Grümpel. Ehrenwort, Dami sich. Und schon schmeißt ihr den ganzen Mist auf die Straße und fahren am Karren drüber. Kopf Telly sich. Ja, aber ich kann ihn nicht verstehen. Ist ja irgendwie wirklich blöd für die Nachbarn.